Heute gibt es feine Aprikosen-Crostata. Das ist wie ein Kuchen oder eine Weihe auf Italienisch. Ein guter. Heute Morgen bin ich extra früh aufgestanden, habe ich Aprikosen geholt, schön vom Baum geschnitten, schnell tiefgekühlt. Ah, sie sind nicht schon gefroren gewesen? Nein. Okay. Was brauchst du sonst dazu heute? Eben, entweder gefroren oder frische Aprikosen. Frisch? Also wir müssen es nicht extra tiefkühlen? Nein, auf keinen Fall. Also wir haben die jetzt noch kalt. Weissmehl, wir nehmen Olivenöl. Oliven, okay. Zucker, Mandel, Backpulver, Teelöffel, 2 Eier, Mandelsplitter. Natürlich, muss ich noch sagen, wie das heisst. Dessertgewürz und eine Prise Salz. Salz? Ja, Salz, Normalsalz. Okay. Das gibt es auch. Ja, und das nehmen wir heute. Bin ich gespannt drauf. Ich freue mich jetzt schon. Dann kannst du gehen und wieder kommen. Mach ich. Bis nachher. Ciao. Merci. So, den Ofen habe ich schon eingeschaltet. Bei mir 200 Grad Umluft, soll richtig heiß sein. Eine so Springform habe ich auch vorbereitet. Zuerst einfetten und dann ein bisschen bemalen. Oder mit so einer Backfolie, so habe ich vorbereitet. Und dann kann man loslegen mit dem richtigen Rezept. Ich habe Mehl. Ich mische alle trockenen Zutaten jetzt. Zucker, Haselnuss, kurz hier umrühren. Nur so eine Prise Salz. Dann kommt mein Teelöffel Backpulver. Auch gut. Untereinander rühren. Dann machen wir da ein Wulchhähnchen in die Mitte. Olivenöl da rein. Dann kommt ein Ei nach dem anderen. Krafttraining machen. Es ist ein sehr fester Teig. Ich glaube, sogar mit dem Schwingbesen hier wird es schwierig. Der hat zu wenig Abstand zwischen die Draht. Dann wechseln wir da und nehmen da einen Holzlöffel. Das wird wirklich fest und das ist schön. Machen wir ein zweites Ei. Untereinander rühren. Sieht so aus, fast wie so ein Guetzli-Teig, oder? Wenn man das so sieht. Es ist wirklich sehr fest. Und jetzt kommt das in die Form. Gleichmäßig verteilen, dass überall etwa gleich hoch ist. Kann man gleich schön viel Liebe eingeben in den Teig. Der ganze Boden ist mit Teig bedeckt. Jetzt kommen eben die Aprikosenhälfte hier. Ich drücke das nur ein bisschen rein, aber nicht so fest. Wenn du gefrorene Aprikosen nimmst, dann wirklich unbedingt noch gefroren hier drauf tun. Und jetzt machen wir aus dieser Aprikosen-Crostata eine Stedi Aprikosen-Crostata. Stedi dezert gewürzt. Obendran verteilen. Dann werden sie so schön karamellisieren und noch besser aromatisiert. Und jetzt die Mandelscheibli so. Es riecht so super fein mit dem Dessertgewürz. Fertig ist es. Das kommt in den Ofen, bis ein bisschen aufgegangen ist und alles schön karamellisiert ist. So sieht es aus. Es duftet. Ich warte nur ein bisschen, bis es abkühlt. Nehme ich das raus auf einen Teller und hole das Stedi zum Probieren dann. Das sieht fantastisch aus, wie jedes Mal. Ich habe lieber ein bisschen von vorne. Rand habe ich nicht so gerne. Das passt. Wir sind gut zueinander, weil ich habe den Rand am liebsten. Echt? Gut? Gut. Ist fein. Ein bisschen heiß. Kugel Vanilleglasse dazu. Wichtig ist, ihr müsst wirklich hier unten teilen, weil nur so können wir noch mehr und mehr und mehr Rezepte machen und kommen irgendwann auf die 100. Folge. Und was dort passiert, darf ich noch nicht verraten. Sollen wir Tschüss sagen? Tschüss! Danke vielmals fürs Zuschauen. Ciao zusammen. Vielen Dank. Bis nächstes Mal.